Morgen alle. Man die bulletins zu haben, war die Bemerkung über Kirchen, sind wir für diese Account. Erstens, dinsdag so Uwes Bibelstunde für die Jugend, dat ligt als hier bij de kerk. En dan donderdag Ladies Fellowship, hier ook hier bij de kerk. En daar hebben ze eens wat fijn, omdat ze hier fill up my cup. So, they weren't waiting, wat ze aangedraaid hebben. Dat ze niet vergeten, dat kuffel op te vallen, dat hier am switchen met somebody. So, I'm sure the friends weren't waiting from what it is. En dan, drittens, zondag klok 5, geen avond als de jugend banquet hier bij de kerk. En dat zag je, die zullen op zijn, zo voor de jugend, wanneer je daar te heen, dat op zijn. En dan viertens, gebedsstunde klok 6, dat is ook zin klok 6. Dat is voor de families. En ik wil toedoen om de gebedsstunde komen, dat is allemaal schijn. Te horen waar God dat gebeden beantwoorden. En dan, wanneer we voorwaarts kijken doen, Dezember 22. Klok 6, zo is dat zondagschoolprogramma hier zu zijn. Dat zijn 22. klok 6 zo is. En dan Weihnachtsmorgens, dan krijg je in alle uitmerken te matten hier zo. Ik geloof de oorlog wat hier zijn. Hier is niet een klokkentijd, maar anyways merk uit dat je kan matten en wat waarschijnlijk tijd zijn. En dan januari den 5. Dan planen we met den Discipleship Course unterfangen. Wenn er eens wer interessiert ist für den Discipleship Course nehmen, dann lud ein Tag abweiten, der dort leiden. Und ich kann dort durchgehen, das wird wunderschön. So lud abweiten, dann kann er dort Material reinmerken für dort. Und der wird über sich hier so anschließen als Glieder, die sagen, Beus Pastor Wieb gebracht haben, was nächste Sonntag sollen die dann angehändigt sein. Und dann, hier ist noch Note, dass Gospel for Asia Donations, du hängst aus dem Box, wenn die nennt hier, wo ihr am Dash sein haben, dort ist zum für Gospel for Asia. Und ich glaube, die Jugend, die sind auch schon, die tun was reinmerken, für die armen Menschen, die sie halten. So dann kann du Donations geben, auch in der Sonntagsschule, was auch eins sein. Und ich hatte einen Text, dort sage ich, Jake und Maria Thiessen, der Baby ist krank mit Pneumonia, ich glaube, es ist Pneumonia. Und sie fragen uns, wir wollen für ihn beten, sie sind ins Hospital gefahren. So, wir wollen von der Smarts für die auch beten, aber auch eine Werk, aber einmal der Herr hat leicht ein Bett für dich. Und dann waren wir nach Relativ beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier ist, der Top kommen. Wir danken dir, dass wir die Freiheit haben in das Land. Wir wissen, dass viel von unseren Schwestern und Brüdern, die kennen nicht, dass der Top kommen. Wir sind dankbar dafür. Und ich bete, Herr, dass du magst hier in unserem Markt sein, dass du magst unsere Harten reden merken für dein Wort und dass wir das machen abnehmen. Herr, magst du dein Wort offenbaren durch deinen Geist. Und wir haben das nicht an uns selbst, dass wir das verstehen oder vernehmen können. Wir fragen, dass du uns magst, das offenbaren durch deinen Geist, dass wir das können verstehen und auch anwenden in unser Leben und help uns in unserem Wandel dort zu beweisen, wer wir sind. Und dass die Menschen das sein, dass wir ein Leben in Gott haben, der uns so Frieden gibt und auch mutig verweichen. Und ich bete, wir möchten uns so verhauen, als die Wort uns dort festgeschrieben ist. Und ich danke dir für die Überstellung. Ich will auch für die deiner beten, der das Wort hier was macht und die auch muss fallen mit ihnen yes, und der auch machen kann, mit Freudigkeit die Botschaft herbringen, die du am gegeben hast. Wir wollen auch beten für die Kirchenraum uns, wo immer die Kinder sich top treffen, und du musst in ihrem Mat sein, und du musst reden zu den Menschen, dass die machen die gut hören.
auch wiederbringen willst. Du hast uns dort befohlen in dem Wort, wenn wir die gute Botschaft gehört haben, dann soll wir dort auch wieder sein. Und ich bitte, dass wir dort machen tun. Und die wach gefahren sind, in Leamington, zum du so predigen von der, auch in Tulsa, ich bitte, dass die muss dienen deiner Fallen mit denen Jazz, dass sie dort machen. So verbringen, als die mit dir angegeben hast. Und ich danke dir für die Wahrstellung. Und ich will auch, wir wollen auch alle beten für Jake und Maria Thiessen, dass du musst mit ihnen zusammen ein krankes Kind haben. Wir wollten viele von uns hier mitfeiern. Das schworen, wir wollen angedacht sein und an sie beten, dass sie machen, dort feiern, dass wir wollen hier für ihn anstehen. Und du bist da, der alles heilen lässt, aber du bist auch da, der du die Doktors Weisheit gegeben hast, um uns halten. Wir danken dir für was du hast tun. Wir beten für was immer hier von euch tun wird, für die Sonntagsschule und alles, dass du musst verherrlicht werden, durch uns kommen hier von dir. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. David wird uns in den Leid leiten und wird uns die Botschaft bringen. Wir singen Leute Nummer 68, deinen Königsthron, Nummer 68. Deinen Königsthron und die Erdenkrone, Jesus, du kommst zu uns heran. Doch findet kaum einen Bettlehrer für die ewige Liebesgabe. Oh, komm in mein Herz, Herr Jesus, da ist Ruhm, da ist Ruhm für dich. Herein in mein Herz, Herr Jesus, komm, da ist Ruhm für dich. Engel Lobgesang auf der Erde lang, sei nur Gott in der Höhe. Doch in Niedrigkeit zu dem Bergbereich kommst du auf dich den Menschen weg. Oh, komm in mein Herz, Herr Jesus, da ist Ruhm für dich. Herein in mein Herz, Herr Jesus, komm, da ist Ruhm für dich. Mit der Wahrheit Gottheit von Ort zu Ort, uns den Volk und den Frieden hinein. Doch mit Spott und der Dornen drin, führt mein Hirn dich nach Golgatha. Oh, komm in mein Herz, Herr Jesus, da ist Ruhm für dich. Herein in mein Herz,
Marius. Ik leg dit leid wat we zingen deden. Daar is Raum für dich. Heb je ruim in ons hart voor Jezus? We zijn in een tijd im Jahr, wo veel Leib wordt geëift, von veel Leib wordt vertaald. En wie kan het ook zijn, in alles, dass die Menschen sich verholen doen, dat we dich bij Weihnachten zijn. Wenn wir vorhin doen, wir zijn veel Lichter, wat abgehangen worden, haben wiesen, dat we dich bei Weihnachten zijn. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wenn wir Weihnachten in uns Hart holen doen, dass wir der Leib bewiesen doen, was über 2000 Jahre passiert wäre. So ist Gott ans Leben leid. Und wie hat oftmals, habe ich das so, wenn ihr stich bei Weihnachten kommt, dann da wir wirklich wiesen, was Leib ist, wo wir den nächsten Leben tun, wir beschenken den mit vielen Geschenken. Und ich glaube, und vertrüge uns, dass wir ihr Leib. Kijk, dass Gott uns gelebt hat, zu der Zeit, als er sehen schauen, dass Jesus Christus hier auf Erden. So lebt Gott uns. Ich habe mir ein Thema gewählt von der Marius, dass das Leben so als Gott uns lebt. Und das ist all sein, denn wir allgemein, wenn ich zu Weihnachten kommt, ab ein Jahr, dann da wieder wissen, was Leben ist und wo wir den nächsten Leben tun. Und wenn wir gucken, wo Gott uns gelebt hat, Gott lebt uns nicht bloß zu Weihnachten. Gott lebt uns das ganze Jahr durch. Und ich glaube, das soll wir uns anstellen, dass wir immer leben deuten. Jeden Tag durch das ganze Jahr. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist, wenn wir unser Leben im Brand holen, dass wir immer leben. Und wir brauchen Leben. Wir brauchen einer der Nächsten seine Leib. Uns fehlt das da an. Wenn wir Johannes 3, Vers 16 wieder lesen wollen, ich habe mir von der Marius Rema seine Übersetzung plötzlich gewählt, weil diese Übersetzung, der von Leib reden. Das sind andere Übersetzungen plötzlich, die alle reden von Goat sein, einer den anderen Goat sein. Das ist auch gut, das ist gut. Aber bei mir hat das eine deepere Anhalt, wenn es reden von Leib, wirklich Leib. Wir können das vertuschen mit wir sollen uns einer den anderen Goat sein, was der Goat ist. Aber das, wenn wir dann nur Martin Luther in Translation checken, dann auch King James, der das Wort Leib brauchen. Und ich fand die Translation von Ramazin Translation im Computer, und der hat auch, da hat das ewig gesagt, nur Leib. Und ich gleich der wird. Da fängt an, dass ich, Leib ist der Freund. Und dann ans Freund, also Gott sein Freund. Weil wir uns untereinander Leib haben, will das Leib stammt von Gott. Und jeder, der Leib eift, ist von Gott geboren und kennt Gott. Und so wird sein, dass wer der Leib eifen wird, Leib hat geeift. Wir müssen damit umgehen. Das wird nicht versalzt kommen. Als von der versalzt kommen würde, wird Gott uns das nicht beschrieben haben, dass wir sollen das eifen. Das braucht Zeit und das braucht von unserer Seite eine Kraft, was wir sollen brauchen. Also eifen mit Leib. Und dann sagt er in Vers 8, wer nicht Leib eift, kennt Gott nicht, weil Gott ist Leib. Hierin ist Gott seine Leib, uns gegenüber, geopenbart, dass Gott seinen einzigen Sehen in dieser Welt hineinschickt, sodass wir durch arm leben können. Und so jetzt wieder zu Weihnachten, zu der Zeit mal, wenn das nicht passiert wäre, wenn Jesus nicht gekommen wird, für unsere Sünden zu betonen, wir würden in großen Trouble sein. Aber Gott sei Dank, dass er seine Leib ist dort gewesen zu uns. Und dass sein Sehen bei uns wird, Mensch zu werden, und man uns zu abwachsen und zu wissen, was Leib ist. Und da ist ein großer Unterschied, wenn wir Gott seinen Weg leben tun, uns einen Weg leben tun. Menschen erleben, dass das anders als Gott seinen Leib. Sagt hierin als Leib, nicht, dass wir Gott Leib haben, aber dass er uns Leib hat. Und schickt sein Sehen, unser Sinn wegzunehmen.
Und Gott sei Dank, das was er getan hat. Er hat uns unsere Sünden wahrgenommen. Nicht bloß stört wies, für Daniels, nicht bloß für Weihnachten, man wieder Leute so sperren down, aber für immer. Der Leib ist wach, aber der Sinn ist wahrgenommen worden. Wie, es ist wie Leben down, oftmals, vielleicht sind da gewisse Menschen, die haben sich vielleicht verschuldet an uns, haben vielleicht was gesagt, uns weiter angetan, und das können wir nicht vergessen. Haben vielleicht was gesagt oder was getan, und wenn wir daran denken, und der Trouble ist, wir denken da oftmals an. Das können wir nicht von vergessen. Dann sagen wir, wer kann so ein Mensch dort leben? Was der dummel zu mir deed, das kann ich nicht vergessen. Die Person kann ich nicht leben. Das fleischliche Leib, das ist unser Leib. War Gott seine Leib, das ist ohne Bedingung. Er sagt keine Bedingung, wo er sagt, wenn du das oder dort warst, dann wo ich dir leben kann. Aber er sagt, no, die ganze Welt hat er gelebt. Nur Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier ist keine Bedingung gesagt, bloß für die ganze Welt. Jeder eine hat eine Gelegenheit, das anzunehmen, seine Leben anzunehmen und seine Sinn zu betont zu haben. Wahrscheinlich ist das nicht. Und ich glaube, wir sollen uns wirklich uns untersuchen, wo wir stehen und uns das vertuschen für Gott seine Leben. Von der Leben, was wir haben, wo wir nachher so sehr eckig gesandt sind. Mir hat so was angetan. Und ich fühle mir dann Schlag, wenn er so und so zu mir sagen wird. Wir denken an Gott, wo hat Gott uns gelebt? Das sage ich, liebster Freund, wenn Gott uns so gelebt hat, so wie uns unseren anderen gelebt haben. Unseren anderen, einer der Nächsten. Und Gott will sich ihren Hand, wir sollen uns einer den anderen leben. Das wurde er uns nicht an das Gebot gegeben. In Johannes 13, Vers 34 hat er uns noch ein Gebot gegeben. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Also das ist ein Gebot. Dass die einer den anderen lieb haben, die sollen euch untereinander so lieb haben, als ich euch habe, lieb gehabt. Also wir sollen arm legnen, so ist das. So sollen wir die Nächsten leben. Und das ist oftmals schwer, weil wir leben in uns Fleisch. Und das wird ein Gebot, das wird nicht bloß, dass er uns das Rot geben, der sagt, prüft das mal. Warum muss sein, dass die nicht vor mir da allein kommen? Ich will ihn tauroden, die sollen nicht mal einer den anderen leben. So seht ihr euch. Er hat uns ein Gebot gegeben, die sollen das tun. Die sollen in ihren anderen leben, weil es weiter unleib, wo wir nicht allein kommen. Und das ist wirklich so, und jeder einer hat ein Verlangen, dass wir leben das. Ich las auf einer Stelle von einem Psychiatrist, einem Doktor. Er sagt, da wären 3 besondere Dinge, die ein Mensch wirklich nötig hat. Da wären noch viel mehr, aber er redet von diesen 3 Stück besonders, wo wir ein Bedürfnis haben. Eins, das wird, dass ein Mensch fühlt sich, dass wir will. Dass wir will. Das sind so die Menschen, die fühlen sich, dass keiner will end. Mir will keiner. Und oftmals fängt das von 10 Jahren an. Die fühlen sich dort und die wassen ab, und wenn die groß sind, die fühlen sich nach Krieg so, die fahren nach derselben Fühlung. Ein Mensch, der will haben, der fühlen sich, wann er oder an wer will. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, dass das an ihren Fehlen leid. Das auch. Menschen, die fühlen, dass an mir fehlt das gar nicht. Keiner fehlt das an mir. Die kann an mir gut allein kommen. Der fehlt das gar nicht an mir. Ein Mensch, der hat den Verlangen, von er das fühlen, dass, oh, den fehlt das an mir. Das ist eine gute Fühlung. Und ich glaube, das ist wirklich so. Gott hat uns geschickt und er hat einen Plan für jedem einen. Und wir sollen das beweisen, dass, check mal, uns fehlt das an die, mir fehlt das an die. Und die wird nicht allein kommen. Und dann Nummer 3 ist, dort an wer läuft. Wir wollen der Fühlung spüren können, dass mir läuft wer. Das ist eine gute Fühlung. Besonders, wenn wir fühlen, dass wo läuft Jesus uns Haft, dass
sich handjeft für uns. Hij kwam hier op Eden und der Gott laat jef hij zijn leven aan für uns. Und dat wir wo wir ein, dat hij ons leeft heeft. Dat is eine gute Feilung. Und ich glaube, so soll wie einer den anderen beweisen. Und ich dachte, da wird viel Wort in diese 3 Dinge. Das wird in 3 Stück, was da abgeschrieben wird. Und ich glaube, das sind viel mehr, was uns fehlen wird. Und ich glaube, wo dann Leib das Gradste ist, weil das Leib will das Beste für den Nächsten. Wenn wir bitte kijken und betrachten, und was Leib wirklich tut. Leib proeft immer zu sehen, wo ich kann Gott tun zu den Nächsten. Und dann wäre das. Immer unsere Creativity brauchen, um zu sagen, wo kann ich den Nächsten Gott tun? Was kann ich tun für den, um beweisen, dass ich am Leben tue? Der will nicht haben, dass denen soll schlecht gehen. Der proeft Gott zu tun, denen was gut gehen. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, der Leib. Und man wieder haben, dann wo wir proben zu sehen, allen zu leben und Gott zu tun zu den Nächsten. Und dann wäre das. Leib will immer das Beste. Und wenn wir kijken dann rum uns, wir haben viele Freunde, viele Bekannte. Und wenn wir alle diese Leib einleiten, so wir lesen leiden, dass Matje eift, dann würden wir verschiedene Wege kennen, in Gedeihen finden, wo wir den Nächsten wollen wiesen, dass wir arm oder leben tun. Vielleicht mit Geschenken, und dann, was das wird sein. Ich gehe nochmal auf Facebook nach und ich sagte, dass wir ein ferner Trostband, jemand hat ein $100 Certificate oder Giftcard aufgenommen und auf Facebook kann gesagt, und sagt, das wieder in seine Mailbox gewasst. Das ist einfach zu wiesen. Und dann wirklich genommen, da haben die Leute sein, wer das getan hat, aber auf verschiedene Wege, wir können verschiedene Gedeihen ans Utgraben, wo wir den Nächsten wollen wiesen, dass wir entleben tun. Und dann, wenn es uns dort im Postbox fängt, ich sage mir, die Person, was sich gut gefällt hat, der wäre an denken wird. Das wäre, was an mir denken wird. Und das ist trotzdem einfach. Und das sind verschiedene andere Wege, wo wir wollen können ans Utdenken, Gedeihen sehen, wo wir den Nächsten können gut tun. Und wenn wir kijken, was der 1. Korinther 13 geschrieben wird, von was Leib wird. Da sind auch viel mehr Dinge abgeschrieben. 1. Korinther 13 von Vers 4 an, dann wollte ich ein paar Versen wieder lesen. Sagt, Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht ewig, also excited. Leib ist nicht eigenkoppig, und Puch sich nicht. Und das sind alle Dinge, ich glaube, was uns sehr nötig und fehlen. Ich weiß mir, das redet sehr klar zu mir. Geduldig sein. Ich bin oftmals so ungeduldig. Ich kann sehr kurze Geduld. Und das ist nicht Leib. Leib ist geduldig. Und auch Leib ist freundlich. Freundlich sein zu den Nächsten. Wer immer das ist. Tüß im Haus. Freundlich sein zu den Nächsten und don't Wort. Und nicht leicht excited worden. Ja, was kleine Dinge. Oftmals sind es kleine Dinge, die mit jeden einsehen in der Tür sind. Da wird er kurz excited. Vielleicht mit Schlamm, ungeduldig. Vers 4 sagt, Leib ist nicht eingeschickt, ist nicht nur sich. Sie lässt sich nicht verbessern. Noch ein sehr schönes Wort, was wir sollen üben, dass wir nicht so leicht besser werden. Und Leib lässt sich nicht verbessern. Und Leib ist nicht nur trauend. Also Gossiping. Viele Menschen sagen Gossiping über den Nächsten. Hast du gehört, was Jana oder das hat leid? Hast du auch nicht mal gehört? Und dann wird das wieder verteilt. Vielleicht sehr Dinge rumzudrehen. Vers 6 sagt, Leib freut sich nicht zu dort, was arg ist. Leib sagt immer das rechte Ding zu tun. Immer das rechte Dinge zu tun für den Nächsten. Und für alles. Dinge, was reich ist. Und freut sich über zu dort, was wahr ist. Wir hören viel falsche Lehren, viel falsche Dinge von Menschen, die sehen nur. Oftmals sind es so Dinge, die sie leicht zu hören. Wenn sie das leicht zu hören, das ist reich für mich. Und das ist vielleicht nicht mal die Wahrheit. Aber Leib freut sich zu der Wahrheit, als wir am Rechten sind, am Rechten sind. Das ist was Leib das. Und Leib verdragt alles.
Sie läuft alles. Sie hupt alles, geduldig tragt sie alles. Also hier, wenn wir uns in diese paar Versen mit der Link kicken down und uns also in ihr Segen sein, wo stehen wir? Stehen wir reich in diese Städten? Redet zu uns, haben wir das Life, das Art Life? Auch in 1. Johannes 3, Vers 16 sagt das, was Life ist, kann wir aus Jesus sein, der sein Leben für uns gibt, und so soll wir auch willig sein, uns Leben für die Brüder zu lassen. Wer würde willig sein, sein Leben zu geben, Hand zu geben für seine Brüder, wenn es so darauf ankommt? Wo wir willig sein, haben wir so eine Leben, dass wir willig sein, den Nächsten zu helfen und tun, was wir uns Leben kosten? Ich glaube, wir haben viel damit zu arbeiten. Ich weiß, ich habe. Und an den Nächsten zu halten. Der nächste Vers, der redet davon. Vers 17 sagt, über wer in dieser Welt Gott auf ist, und sitzt ihm Bruder fehlt dort neidig, der hat sein Hort tauschlüten, jeden Arm, wo kann Gott seine Leben arm sein? Du auch, ich glaube, da haben wir viel mit zu schaffen. Da sind viele Menschen, die fehlt dort. Die sind armer als einer ist. Und wo do wir umgehen mit dir? Probier das zu halten, oder do wir uns Hort tauschlüten, jeden Tag. Sollen wir dort tun, dann ist Gott seine Leben nicht in uns. Und dann sagt er, was der liebe Kinder, weil wir nicht bloß mit Wert oder mit, was wir sagen, unser Leben bewiesen, aber in Wahrheit, dort mit Worten bewiesen. So nicht bloß das Sein. Das ist leichter zu sein, aber zu tun, das ist noch ein anderes Ding. Wie kann leichter sein? Ja, wir leichen jedem ein. Wir leben da alle überein. Aber unsere Werte sind ganz Leute, aber unsere Worte sind da nicht. Aber das kann auch gleich das Gegenteil sein. Das sind so Menschen, die tun viel gute Worte, verschiedene Dinge, kann die tun, die können viel ausrichten, aber die tun nicht gut leben, die tun nicht wen, sie wollen sein sein. 1. Korinther 13, Vers 1 sagt dort, wenn sie allerhand gute Dinge tun, verschiedene gute Dinge tun, und sie tun nicht gut leben, sie haben das Leben nicht. Das ist bloß ein Klang, wenn wir eins vor vielleicht mit dieser non-Zielen tun, das Schuld ein kleines Stutz hier, dann ist es weich, verschwingt es. Du hast nichts, was davon fallen wird. Und so ist es, wenn wir unsere Dinge bloß tun, wie wir wollen sein sein. Du hast nicht Leben dabei. Also das kann bad weggehen. Leben soll Worten haben, aber Worten soll ich Leben haben. Und wenn wir uns, wenn wir uns selbst in ihr Segen tun, weißt du wie? Wo ist der Leben in uns, in unseren Horten? Leben wir vielleicht viel zu viele Dinge, die in der Welt sind, was die Welt anbieten wird? Oder nee? Ist die Welt hat viel anzubieten. Unser Leben für Gott, in so einem Leben, was Gott uns hier wiesen wird, ist vielleicht ganz oft geteilt. Wir können uns vielleicht nach aller drei denken, was wir Jesus Christus annehmen werden als uns persönlicher Herr, und dann werden wir excited. Oh, aber dann, liebe Gott, wir können nicht abhören davon reden. Dann über die Jahre mit der Zeit, dann wird sachter mit der Zeit, hier sieht uns ab. Sei wir da? Stehen wir da mit unserem Leben? Nicht bloß unsere Augen und unser Hort nur der Welt drehen und lebende Dinge, die die Welt unterbeiden hat. 1. Johannes 2, Vers 15 sagt, dort die Welt nicht Leben haben und nicht dort, was in der Welt ist. Wer immer die Welt Leben hat, in dem es nicht dem Vater seine Leben. Also das ist ein Unterschied zu sein. Was die Dinge beschreiben wird, was in der Welt sind, was die Welt unterbeiden hat. Also was die Welt unterbeiden hat, dort weit wie dort ist der Feind. Der Feind ist in der Welt, der regiert da. Der hat verschiedene Dinge unterbeiden. Der wird wie wollen sein unternehmen.
wenn wir im Fleisch leben, wenn wir nicht im Geist leben. Das wird nicht für ewig bleiben. Der Welt und was die unterbeiden haben, wird vergonnen, sagt es in Vers 17. Wer über das, was Gott will, wird ewig bleiben. Das wird verschont ist, das wird der teilen das. Nicht, was der Welt umbeiden das. Der Welt hat so eine Dinge unterbeiden, wo unsere Augen nur sind, wo uns Fleisch nur trachten das. Jetzt sollen wir nicht im Fleisch leben, wir sollen im Geist leben. Dann wollen wir so eine Dinge sein, was wir gleich sein, wir hupen darauf. Dann sollen wir unser Leben ganz voll Gott haben, unsere Horten ganz voll Gott in Leben haben. Matthäus 22, Vers 37 sagt, du sollst den Herrn, den Gott, lieb haben mit dem ganzen Hort. Also mit dem ganzen Hort. Keine Raum lassen für eins was anderes. Maar we kijken dan naar God. God wil ons ganz haben. Hij wil ons Hort rein ganz haben. Der will have nichts im Ewigen für eins was anderes. Aber wenn wir dann bei sich viel kijken dann ist es dann, wenn wir auch 20% Gott geben dann und er bloß 20% kriegt. Das soll er erst al tevreden mit. Und er weiß, das wird uns verdorben. Deswegen sagt Gott, du sollst an der Hort ganz geben. Du sollst den Herrn, den Gott, lieb haben und mit dem ganzen Hort und mit deiner ganzen Seele und mit all dein Verstand. Also ans Gedächtnis, was immer wir denken dann, ans Gedächtnis voll Gott seine Leben sagen, dass wir jeden Tag, was immer wir tun, wo wir sind, bei der Arbeit oder was immer das mag sein, tüß, unsere Gedanken sollen bei ihm sein. Mit all uns Verstand. Ich weiß, dass wenn einer im Geist wandert nicht, ich habe das oftmals erfahren, wenn er bei der Arbeit ist, und wenn er sich leiden von den Heiligen Geist, dann hat einer versalt soll automatisch, wenn er eins wird, eine Arbeit hat, was ein bisschen kompliziert ist, das erste denkt einer an Gott, wo würde er das sollen tun? Und dann schafft er oftmals. Oder immer, wenn er sich darauf vertrauen wird. Nicht bloß an sich selbst denken, wo würde ich das mal tun, meine eine Kraft, mein eine Verständnis brauchen, lieber Gott loten. Ans Verständnis fallen. Und diese Dinge, Vers 38 sagt, das ist das Geradste und das erste Gebot. Dass wir arm sollen leben, von ganzem Hort. Und mit alles, was wir haben, sollen wir nach Arm drehen. Und dann sagt er in Vers 39, und das zweite ist, damit überein. Du sollst die Nuber so lieb haben als die selbst. Wenn wir uns selbst kijken, dann, wir haben viel Leben für uns selbst. Das Schriftgleich findet, dass wir uns selbst da leben. Das ist doch wohl genug. Über uns nur soll wir gleich so leben. Und ich dachte, wem würden wir können teilen, wem würden wir können nehmen aus uns Nober? Und er wird verschiedene Menschen können abregen, wem einer an denken geht, aus uns Nober. Und ich dachte hier uns Nober aus unser Früh vielleicht. Was Gott uns mit gesehen hat. Ich dachte meine Früh. Vielleicht ist uns Nober bloß unsere Früh, wo wir nicht brauchen kicken, wir wollen gleich sagen, wie wir brauchen gehen. Bloß mit unserer Früh und daran denken, an our denken. Wo leben wir da? Leben wir das, dass wir uns selbst leben tun? Und wir wissen dort, unser Mund ist das ein Segen von Gott. Gott hat uns gesegnet mit der Früh. Wo do wir da leben? Wo beweisen wir unser Leben? Brauchen wir da bloß aus einer Kirche? Wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, dann verlangen wir, soll alles reit sein, Onkel soll reit sein, und unsere Kleider sollen reit sein, bei der Boot wohnen, wenn wir reit sind, haben wir einen Shower dann gehen. Provi mitzuhalten, wo immer danach halb ist. Und ich denke da oftmals an, wie hier noch mehr von, wenn wir erst geschafft haben, ich schaffe, so wie von Tieren mit aufstehen, dann ist mir nach durch. Dann komme ich in den Haus und dann weiß ich habe allgemein, als du dann eine warme Onkel reit, und ich bin sehr dankbar für.
Aber da wie dann vielleicht fragen, wo kann ich behalten? Was kann ich tun? Das ist also manches der Arbeit ist noch gar nicht durch. Sei oftmals, wenn ich schlupen gehe, dass so oben ist, der schafft dann haben wir. Ihre Arbeit ist noch gar nicht durch. Ist das, was wir verlangen dann von unseren Frühes? Vielleicht auch sogar aus einem Sklav. Oder halt wie mit, willst wir leben da. Wir wollen das Beste vereint. Und weil es Jesus leben da, in Matthäus 20, Vers 28 sagt, willst du Menschen sehen, die auch nicht sich bedeinen zu lassen, über deinen in sein Leben Hand zu geben, viele Lustigkeiten. Sind wir bereit, dort zu tun, uns Leben zu geben, so Jesus sein Leben geben für unser Leben früher, für unsere Momtes, die Gott uns mit gesehen hat. Und dann, was das wird kosten, aber uns Leben, dass wir bereit sind zu alle Tiden. In Sprecher 18, Vers 22, wie hier in dieser Vers gestern ab Onkas da bei Springfield, mit Freitag, sagt ja, wer eine Früh fängt was Gutes, und ist von Gott gesegnet. Also das war hier, das ist ein Segen von Gott. Wer eine Früh hat, kann schaftig sein, dankbar sein, Gott dankbar sein, will es heihafen, sei er schön Segen die kriegen. Und wenn wir wieder lesen, dass von wo wir unsere Frühe sollen live bewiesen, in der Epheser 4, Vers 28, 29, ist auch beschrieben davon. So sollen Männer auch ihre Frühes live haben, aus ihre einen Körper. Sagt, wer sie eine früh leift hat sich selbst auch leift. Dann keiner hat jemals sein eden Fleisch gehasst. Aber er hat das Nahrung und versorgt dafür. So ist Christus auch für seine Gemeinde. Und wir weiten von uns, wenn uns ist hungrig, dann sehen wir sehr bald, was wir eten, dass wir uns Körper können Nahrung geben. So haben wir uns Körper live. Und wenn es eins was schoden wird, wenn es was weiter, dann sehen wir bald Nummer 10, haben das besser mehr anfallen. So sei wie gesagt, wir uns ähnelt, wir uns Körper. So soll wir unsere Frühe sein. Kolosser 3, Vers 19 sagt doch, je Mann hat eine frühes Life und sieht nicht besser jeden an. Sei wie oftmals vielleicht leicht besser, wenn ich alles answeicht gehen wird. Eten schmeckt vielleicht ziemlich anders ein Tag, als das mal Eier geschmeckt hat, dann Frauen vielleicht fühlt was anderes mit dem Eten. Wo wir besser. Ja, was immer das muss sein. Ich weiß nicht, wo jeder eine ist hier von das Marius, aber das redet bis zu mir. Ich habe oftmals viel zu schaffen an mir selbst. Also Geduld besonders. Ich habe Trouble mit, ich habe eine sehr harte Geduld. Und ich war tatsächlich besser. Und ich muss Gott oftmals Frauen um Vergebung und eine Geduld Frauen. 1. Petrus 3, Vers 7 sagt, und gerade so, jemand liegt Gott vernünftig an mit jene Frühes. Und hier ist eine sehr wichtige Ursache, warum, dass jene Gebete nicht verhindert wurden. Wenn wir nicht mit unserem Frühlied umgehen, das Gott will haben, das Jesus gewesen hat, dann kann unsere Gebete verhindert werden. Dann können wir an verschiedene Dinge beten und wollen nicht halten. Wir stehen nicht reich mit unseren Partner, mit unseren Ehepartner. Und sagt, und denkt daran, dass sie schwacher sind und dass sie gerade so gut Anteil an der Gnade und das ewige Leben haben. Also, wir brauchen nicht glauben, dass mit uns ist das Wort und mit unseren Frühes ist das nicht so viel. Gott hat die Kraft so viel Leben. Und wir haben schuldig, our Leben zu wiesen. Also, wir können das hören. Uit de schrift dat wir sollen unser frühes Leben haben. Ohne Bedingungen. Und don't what. Wir sollen nicht Bedingungen sagen. Da ihr steht, dort, ja, da wo ich die leben. So ist Gott uns leben. Es will sein, als wir lesen, Gott hat nicht Bedingungen gesagt, wo er uns leben kann. Und wenn wir denken, Gott kann uns nicht alle leben, als er das. Gott hat uns gelebt mit alles, was er wird. Er ist Leben.
Hij kan ons niet weniger leven, ook niet meer leven. En zijn leven hier ook helemaal ab. Nu Römer 8, vers 38. Hier wird Paul, hij sich ganz überzeugt, dass sagt, hij zei dan, ik zie mij überzeugt, dat weder dood noch leven, noch Engel, noch Herrscher, weder jeden Wort, noch Zukunft, weder gewollt, noch dort wird hoch oder dort wird tief ist. Und nicht irgendeine Kreatur kann uns einreden von Gott seine Leib, der in Christus Jesus uns Herr ist. Wo steht das mit uns, wenn wir uns selbst unsegnen und uns mit Frauen tun? Wo steht das mit unserem Leib? Die hat unser Leib leicht in eintreten, braucht ein klein bisschen was man kommt, dann ist der Leib durch. Oder haben wir auch so ein Leib? Dazu würden uns beobachten und sagen, der hat wirklich Leib, der eigen Leib, das zu sein, das ist nicht, was der man kommt, er kann man kommen, das ändert was in einreden. En Gott schreibt Jesus schreibt von der Gemeinde in Ephesus, in Offenbarung 2, Vers 4, sagt, sie haben verschiedene Dinge, was sie Gott haben, was sie Leichenheit verehrt, wo sie wieder einer Slayer, was sie nicht Leichenheit verehrt. Das ist ihr Leib wird kalt geworden, je ein Arm. Da haben die Zeit vielleicht auch mal ein Leib gehabt, was da wirklich, wo der Leib wird, wo der wird durchkommen, ihr Leib wird kalt geworden. Also das hat gern geübt. Das ihr Leib ist kalt geworden für mich. Ich glaube, das ist wie oftmals. Unser Leib, der wird kalt. Dann erst war der Zeit, da wird man zu tun. Und ich glaube wirklich, wenn wir das Leib haben, wenn wir das Leib wandern, en even in ons wat God heeft, dan moet het kunnen zijn, wat mag zijn, wat immer wordt mankomen, dat wordt ons niet hinderen, zo wie het onze leven is. Galater 4, Vers 13 sagt ook, dient einer den anderen in Leib, das laatste Part von der Vers. Immer einer den anderen, einer den Nächsten. Gott hat getan, dass wir einer den Nächsten Leib bewiesen tun in deinen tun. Und das habe ich dich unterstanden, dass wenn wir im Geist sind, nur Vers 16 nur sagt. Nu sei ich, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, was das Fleischlast verlangt. Also das Fleisch, das verlangt nur sich, was immer du isst, wenn wir im Fleisch wohnen. Dann, wenn wir den Geist lohnen und uns wandern und leiden, dann wollen wir nicht nur dort sein, wo das Fleisch nur ist. In Vers 19 sagt, was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hürerie, Unreinigkeit, unbandet Leben, Aufjäterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, nur sich sein, Zank, Spollerien. All so Dinge ist das wie viel in der Welt. Willst du leben im Fleisch? Menschen leben im Fleisch. Die haben Probleme mit diesen Dingen. Das ist viel Ehebruch in der Welt. Morgen früh kann sie nicht mehr verstehen. Dann gehen sie ihn ein. Und es steht, dass sie wirklich nur ein Leib kicken, wo Gott uns gelebt hat, und dein Leib eiven, dann sagen sie lieber, no, mit dir geht es zu leben. Dann lassen sie gehen. Oftmals sehen sie dann andere Partner. Und erleben es oftmals Hürerie ben. Das, was das trachten, was das bringt, Unreinigkeit. Ein anbandet Leben, hier wie viel von, willst du Leben als kalt geworden für Gott. Galater 4, Vers 22 sagt, denn jetzt seine Frucht als Leib. Das erste, was hier abgeschrieben steht, als Leib. Hier sind mehrere Dinge von der jetzt seine Frucht abgeschrieben, aber ich glaube, das fängt an, das erste von Leib. Das Bruch Leib. In Frieden, Geduld,
Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Glauben haben, Gelengenheit und Selbstbeherrschung, die in so einer erst das Gesetz nicht. Dann sagt die Christus Jesus ungehören, haben dort Fleisch mit Last und Leidenschaften taub gekriegt. Wenn wir im Geist leben, dann wollen wir auch im Geist wandeln. Und ich glaube, hier soll wir alle unsere Horten anstellen, dass wir alle gesandt sind, so steht, dass wir uns von den Heiligen Geist leiden, dass wir können leben einer den Nächsten. Und dann wurde uns, was auf angetan in der Vergangenheit, wir sollen bei uns sein, zu vergeben und an so einer Person zu leben war. Ich will nach Himmel bloß sagen, dass Leib mit geäuft, wir machen Eiven mit. Das kommt nicht für selbst, wir machen mit Eiven. Und ich weiß nicht, wo wir alle stehen in diesen Sachen. Aber willst du, wie dich bei Weihnachten kommen, darauf alle mit Leib zu tun, das alle verbunden mit Leib. Wo dann Jesus Christus ab jeden Tag, wie du denkst, Gott leibt uns. Und das Leib soll wir Eiven. Jeden Tag. Nicht bis zu Weihnachten, aber durch das Jahr auch. Da wir noch zu beten. Großer himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss für die Herren, wir danken dir für deine Werte, die wir haben abgeschrieben für uns, die wir haben, dass wir jeden Tag dabei lesen und zu sein, wo viel Leib du uns hast. Das sind dann, wo wir lesen, wir können lesen von deinem Leib. Du hast uns so viel Leib gehabt und besonders hast uns noch so viel Leib. Du schickst ihnen sehen, den einzigen sehen, gerade Leib habe ich gleich an denken, was da kann passieren, was von der jemals einen sehen wird abgeben, für Leib, für den Nächsten, seine Sünden zu betonen. Wir haben von dir auch viel gelesen, von wo wir den Nächsten leben sollen. Ich bete, Herr, dass wir mochten mit den Heiligen Geist gelehrt werden, dass wir können dein Leib eiven, was du uns gewesen hast, Herr, dass wir nicht wollen fleischlich in diese Welt gehen und bloß der Dinge leben, was der Welt unterbeiden haben, aber dass wir wollen uns wirklich leiden von den Heiligen Geist, dann wollen wir auch der Leib haben, der du uns gewesen hast von der Samarias, in dein Wort. Ich bete, dass wir mochten dein Leib haben und eiven wollen. Und ich danke dir, Herr, dass wir können lesen in dein Wort von deinem großen Leib, Herr. Mocht wir auch so gesandt sein zu alle Tiden. Und halt uns denken, Herr, wenn wir aufwandern und wenn wir kalt werden mit uns Leben, dass der Leib vielleicht kalt werden wird. Und ich bete, Herr, uns verlangen erst, dass wir wollen auch die so leben, als du uns gelebt hast, Herr, und auch den Nächsten so leben. Halt uns, Herr, im Geist wandern und leiden, dass wir uns ganz Minuten leiden von den Heiligen Geist. Und danke für die Fern. Die Namen bete ich mit Danksagung. Amen. Morgen, klar, hier, worden ze opgewassen, Gott zijn woord nu.